Merci. Voilà. Merci. Die Damen und die Herren, schönen guten Morgen. Ich bin gestern bei den Grand Duc an Audienzempfang gehen als Formateur von der neuen Regierung. Und schon zum Grand Duc gesagt, Mission accomplie. Die Aufgabe, die den Grand Duc mit den 9. Oktober, den Tag nach den Wahlen, begonnen hat, für zu probieren, eine Regierung zu formieren, die ist mal gelungen. Und die ist gelungen durch das Fakt, dass die zwei Parteien, die dezidiert hatten, die Gespräche anzufangen, CSV und DP, dass die durch 5 Wochen intensiv, konstruktiv und flott Diskussionen zu einem Akkord kommen sind. Ein Akkord, den zum Ziel hat, Lützeburg für die Zukunft zu stärken. Die Leute zu stärken für die Zukunft, die Wirtschaft zu stärken für die Zukunft, die Umwelt und Klima zu stärken für die Zukunft, ja, die Gesellschaft zu stärken für die Zukunft. Die zwei Parteien sind sich eins an den Zielen. Sie hatten Wahlprogramme, die auf wesentliche Fragen dieselbe Objektive hatten, wie die Kaufkraft, wie die Umwelt, wie die Wirtschaft, Fassung, wie sie wollen Wirtschaft, Soziales und Umwelt mit denen verbannen. Und ich meine, das hat es möglich gemacht, an den konstruktiven Gesprächen, die stattfanden, zu einem Resultat zu kommen, an das Resultat, das Staat beim Logratei unterschrieben. An dem Dokument stehen eine ganze Reihe Sachen, die beweist, dass es eine große Arbeit war, die sicherlich nicht alle Punkte am Detail wert kann an diesem Moment aufdecken, wenn man in einer Regierung könnt. Da geschehe selbstverständlich viel Sachen rundherum, aber während den 5 Jahren, die muss dem Moment an den nächsten Ministerien dezidieren und an der Regierung dezidieren. Mit Zielsetzung ändert nicht. Zielsetzung ändert nicht, und die wird doch an den 5 Jahren umgesetzt gehen. Und ich muss sagen, als den während den 5 Wochen oben im Tisch so an die 2 Delegationen gesehen hat, wie sie man nicht geschafft haben. Mich stört mich ganz positiv über die Fassung, wie die Regierung wird funktionieren, weil es war nie ein gegen den anderen, mit war mit dem anderen an dieselbe Richtung. Die 2 Parteien hatten Prioritäten an ihre Wahlprogramme. Und ich kenne die 2 Wahlprogramme ganz gut, weil ich sie als Formateur und zum Teil auch schon wieder drin gelesen habe, mich schon als Formateur mal noch mehr intensiver mal angeguckt. Und die 2 Parteien haben eigentlich die 2 Wahlprogramme zusammengelegt, für zu einem Resultat zu kommen, weil ich schaue, dann ein paar Eckdaten, Eckpunkten wird feststellen. Das ist evident, dass man eine Chamberdebatte haben, voraussichtlich nächste Woche, an der ich eine Regierungserklärung am Namen von der neuen Regierung machen, wo ich kann mehr auf den Environnement da gehen, für was man verschiedene Schwellen getroffen wurden. Ich meine, das ist evident. Und ich sage nachher ja, dass die Prime muss der Chamber gehen, auch aus dem guten Grund, weil die Chamber ja auch muss aufstimmen, ob sie mit dem Koalitionsakkord, was dann ein Regierungsakkord ist, d'accord ist oder nicht.
Ich würde auch dafür sagen, dass in Meinden, wann dann der Grand Duc die Regierung, die lo proposiert genas approuviert an assermentéiert, wat voraussichtlich dann mal soll stattfinden. Da gibt Meinden Regierungsrat von der Stadt. An dem Regierungsrat gibt den Accord de Koalition dann als Regierungsprogramm approuviert. An die geht dann Meinden zu Moien nur dem Regierungsrat an Chamber, wat die richtig Adressaten von so einem Dokument ist. An gibt dann noch Meinden zu Mitten publiziert, online gemacht. Ich wollte, wie gesagt, für dich den Kontext erklären an der Chamber, und dann den Detail. Ich bin aber ganz offen, ob die Suggestionen, die gemerkt sind, für so Deputierte Willen schon für runden Detail lesen, an der richtigen Kontext erklärt können. Ich kann ganz gut mal bei dem Leben an die zwei Delegationschefen auch. Und dafür wird nur dem Chamber gekriegt, Meinden, wird dann noch publik gemacht. Ich ging aber bei der Regierungserklärung als Musik rundherum zu lauschen am Mittwoch, weil ich denke mal wesentlich für verschiedene Schwaren noch zu verstehen. Ich ging heute, wie gesagt, gerne über Purpunkten angehen, die an den zwei Wahlprogrammen wesentlich wären, dann dürfen wir auch ein Reflet an dem Regierungsakkord finden. Die zwei Parteien haben gesagt, dass sie gerne gingen Kaufkraft von den Leuten verbessern und die Mittelschicht entlasten. Die zwei Parteien haben dafür dezidiert an dem Koalitionsakkord, dass den Steuertabelle ab den 1. Januar 2024 4 Indextranchen bereinigt wird. Das heißt, die Steuerlast von den Leuten geht ab den 1. Januar rauf. An den 4 Tranchen sind die 2,5 Tranchen, die die austretende Regierung schon dezidiert hat. Das ist also ein zusätzlich Mess von den Steuern, die ab 1. Januar 2024 wird kommen. Die muss natürlich von der Chambre dann auch gestimmt geben. Heißt der Regierungsakkord oder der Koalitionsakkord, den dann ein Gesetz muss. Das gilt auch für die nächsten Punkte, die kommen, natürlich nach umgesetzt gehen. Es war auch wichtig für die Koalitionsparteien, für zu gucken, Steuertabelle und gesellschaftliche Änderungen anzupassen. Wir wissen, dass das ein kompliziert Arbeit ist, für die Individualisierung zu machen. Mit die zwei Parteien sind d'accord, für bis 2026 ein Projekt vorzulegen, wie ihr könnt graduell die Steuerklassen ändern, aufschaffen, für der gesellschaftlichen Entwicklung Rechnung zu tragen. In der Zwischenzeit sind die zwei Parteien sich eins, dass die Steuerklasse 1a, die oft zu Diskussionen an den letzten Jahren gefeiert wird, schon steuerlich ging, ernst behandelt gehen, entlastet gehen. Die Steuern sollen nicht runtergehen. Die Steuern können also auch an dieser Koalition keine Abfeierung von einer Erbschaftssteuer an direkter Linie. Darüber waren sich die zwei Parteien am Wahlkampf eins. An die zwei Parteien und dadurch ausdrücklich festgehalten, dass selbst gilt, dass es auch nicht zu einer Abfeierung von einer Vermögenssteuer für Privatpersonen kommt. Wenn die Kaufkraft stärkt, wird dadurch etwas damit zu tun am Kampf gegen Armut, so wie generell der Kampf gegen Armut ein Souci ist für die zwei Parteien, denen aber nicht an engem Kapitel an dem Koalitionsakkord rumfällt. Die zwei Parteien sind sich eins, dass das eine transversale Politik ist, die hat etwas zu tun. Mam Revis, die muss gestärkt gehen, die hat etwas zu tun, wie die Leute und Sozialhilfe kommen, da wollen wir gucken, für was gehen eine Reihe Leute, die Hilfe brauchen, kommen nicht zu den Hilfen, dafür wollen wir auch ein Guichet sozial aufweieren. Wir wollen aber auch, dass Schaffen sich lohnt, und wir werden mal bei aller Stärkung von Sozialhilfen für die Leute, die es dringend brauchen, aber auch immer gucken, dass der soziale Mindestlohn und das, was mit der Arbeit zusammenhängt, über dem ist, von den Leuten, die Sozialhilfe kriegen, weil wir mengen, das Schaffen etwas ist, wo die Leute encouragieren muss, wo die Leute auch müssen dafür adäquat belohnt gehen. Und wir wollen auch den Leuten, die kein Schaff haben, natürlich durch eine Reihe Maßnahmen helfen, an Schaff zu kommen.
Mais generell wie gesagt, dass der Kampf gegen damit ein großes von dieser untretender Koalition. Aber wir werden dort auf viele Bereiche rumfahren, selbstverständlich auch am Wohnraum. Neben der Kaufkraft im Kampf gegen damit, das dürfte der Wohnraum auch ein ganz wichtiger Punkt für das Koalition. Wir sind der Meinung, dass man mit einer Defi am Wohnungsbau konfrontiert sind. Einerseits, dass es viel teurer ist, besonders für Junker, die sich eine Wohnung sicher für zu kaufen oder für zu lohnen. Aber wir haben auch kurzfristig auch eine Baukrise dabei. Die zwei Sachen hängen eng man zusammen, aber sie müssen zum Teil ernst behandelt gehen. Für die Bewegung an den Bausektor, wenn ich so baue, dann ist das ein ganz breiten Teil vom Bausektor, Handwerk eigentlich, all die mit dem Bau zusammenhängen, dass man muss kurzfristig gucken, dass du eine Reihe Maßnahmen geholt gehen, dass eine Bewegung an dem Markt kennt, weil ganz wenig für den Moment gebaut und verkauft wird von neuen Projekten. Und dafür haben wir dezidiert, dass man ganz kurzfristig für den Anfang vom nächsten Jahr für eine begrenzte Zeit, 1-2 Jahre, eine Reihe Maßnahmen abfeiern, und das bewusst begrenzt, für dass es einen Effekt hat, dass Bewegung an den Markt kommt. Von denen Maßnahmen, ich nenne nicht pur, zum Beispiel, dass man den Amortissement accéléré abfeiern für eine begrenzte Zeit, dass Leute also können die investieren, 4 Wohnungen zu kaufen, die dann zur Lokation zur Verfügung gestellt gehen, dass man die wollen encouragieren, selbstverständlich mit Plaffungen, dass da keine Abühe geschehen. Wir wollen auch den Taux hochsetzen von der Besteuerung von den Plus-Valuen, wenn ihnen etwas verkauft, wird das ja besteuert. Aber auch dafür die Leute zu encouragieren, wenn sie etwas wollen verkaufen, dass Steuern nicht so enthürt sind, für nichts zu verkaufen, ich dass mehr Wohnraum zur Verfügung gestellt wird für die Leute, die es brauchen. Wir wollen für die eine Wohnung kaufen, für daran zu wohnen, auch den Kreditimpo billigen Akt hegen. Aber wir wollen etwas machen, was ganz viele Leute an diesen Zeiten von hohen Zinsen helfen, nämlich dass man den Montant von Schuldzinsen, Intérêt débiteur, die kann aufsetzen, dass man die wollen erheben, dass die Leute also die Last, die sie mehr haben, bei der Rückbezahlung von ihrem Prä, dass denen dann auch steuerlich ein bisschen hin und da entgegenkommen. Wir wissen, dass Steuermaßnahmen einen Effekt incitativ, aber daneben muss am Wohnungsbau eine Reihe Sachen geschehen, für dass wir mehr Wohnraum schaffen können, weil die zwei Parteien, CSV und DP, sind der Meinung, dass das Wohnungsbauproblem muss gelöst werden durch mehr Wohnraum, tiefer vergrößern. Und auch da waren die zwei Parteien sich eins, wir wollen mehr bauen, wir wollen natürlich mehr bauen am abordablen Wohnraum. Der Staat und die Gemeinden müssen das machen, aber wir wollen auch den Privatsektor damit abbauen, an die notwendigen Häden an anderen Mechanismen gucken, dass auch der Privatsektor kann, an dem enormen Effort, die Lützeburg braucht, für abordable Wohnraum auch den Privatsektor mit anzubauen. Wir wollen Prozeduren vereinfachen, wir wollen Prozeduren schnell machen, auf verschiedene Plätzen Prozeduren zusammenlegen, von der Änderungen PHP, PAG sind, das alles viel zu kompliziert und zu lang. Auf verschiedene Fälle wollen wir auch das Prinzip abwehren vom Silence vaut accord. Das gilt übrigens wie in anderen Politikbereichen. Die friedliche Autorisation müssen sich natürlich und Gesetze halten. Aber wenn das was nicht könnt, dann geht davon aus, dass die zuständige Verwaltung damit d'accord ist. Wir wollen, wo das Sinn macht, sind wir d'accord, dass der Bauperimeter kann erweitert gehen, nicht irgendwie, das muss dann am Kader von einem Baulandvertrag mit den Gemengen an denen Leute gemerkt gehen, und das ist dann auch verbunden mit der Kondition, dass ob der Perimetererweiterung um den Drittel abordable Wohnungsbau muss sein. Es geht schon darum, dass Leute mehr Wohnraum haben, dass man die Probleme an den Griff kriegen. Und wie gesagt, es ist auch
als Intention, do ein Guichet unik zu machen, wo wir die Gemengen encouragieren, das zu machen, beim Staat auch, wo das möglich ist, dass den auch kann, Guichet unik, auf enger Platz da dragin, auf enger Platz die Antwort kriegt, an noch ein Tracking-System, da dabei, wo ich kann gucken, wo ist da mein Dossier drin, dass ich nicht sehe, das Leid irgendwo, wie ihn oft hört, mit dem das kann verfolgen. Und ich meine noch, das gehört zu einem modernen Staat, gehört zu einer Wohnungsbaupolitik. Die Wohnungsbaupolitik, die wichtig ist für die Koalition, haben wir bewusst an ein paar Ministerien gelost, die den doch können ernst machen, aber wir hätten gern, dass es eine gemeinsame Politik von den zwei Parteien gibt, was ich übrigens an ganz viele Materien mit Fred gesehen als Formateur, dass die zwei Parteien wollen das gemeinsam umsetzen. Und dann nicht so, ja, du aus dem sein Dossier an den anderen nicht mit zu tun. An Hai ist das zum Beispiel der Fall zwischen dem Logementsminister, der für allem für den abordablen Wohnraum zuständig ist, mit dem braucht auch den Umweltminister, weil das für uns klar, dass eine Reihe von denen Naturschutzgesetzgebungen am Bauperimeter zu viel extensiv oder zu viel strikt angewandt sind, man mehr das nicht kommt, gebaut gehen. Wir wollen zum Beispiel, wenn auf einem Platz, wo am Bauperimeter können gebaut gehen, ein Biotop entstanden ist, das was man nennen Natur auf Zeit, dass du kann du nur aber gebaut gehen, ohne dass die muss dauernd mit der Mähmaschine drüber fahren, dass nicht mehr nichts entsteht, weil die nicht mehr kann du nur bauen. Das ist ein Beispiel von vielen, wo wir gerne hätten, dass die Umweltpolitik, die wichtig ist, die ganz wichtig ist für die Koalition, dass sie nicht andere Projekte blockiert. Aber wir wollen also ein neues Equilibrium schaffen, mit dem Ziel, mehr Wohnraum zu schaffen, auch innerhalb von den Bauperimetern, innerhalb von den Städten wird es natürlich auch flott Geringzone gehen. Dazu haben wir mit der wie in seinem Wohnquartier organisiert, aber wir müssen mehr bauen, und da sind wir als an dieser Koalition eins. Und ich meine, dass das als Wert zu Fortschritt auf das Land, auf das Leid feiern. Das ist auch eine gute Transition zu dem Sujet eigentlich von dem Environnement, dem Klima und der Biodiversität. Da das für das Land, ich meine, das ist als Gesellschaft, das ist für Europa wichtig, aber wir wollen nicht mehr, dass das einfach so diktiert wird, an all anderen Projekten blockiert. Wir hätten gerne das Prinzip von der Proportionalität an der Effekazität an der Umweltpolitik dran. Wenn wir also wollen, und das will die Koalition massiv an erneuerbare Energien investieren, als Staat, und auch die Bürger erlauben, sich darunter zu beteiligen, da muss man auch mehr schnell können, zum Beispiel Windmühlen bauen. Das dauert heute schrecklich lang, weil immer die Sache blockiert wird. Wenn wir wollen, Soft Mobility, also Velospisten encouragieren, da müssen die schnell können gebaut gehen und können nicht dauernd verschiedene Verwaltungen mit zusätzlichen Problemen kommen. Wir hätten also gern, dass die einzelnen Ministerin sich selber darum bekümmern, dass die Guideline klar wird, dass extensiv oder extrem Auslegungen vom Umwelt-Naturschutzgesetzgebung nicht kann einer auch unterstützenswert Politiken zu viel bremsen. Du könnt also ein Paradigmenwechsel, den als ganz wichtig schenkt. Wir wollen also massiv an erneuerbare Energien investieren. Wir wollen, dass der Standard auf neue Gebäude geht, für Photovoltaikanlagen zu haben. Selbstverständlich am Respekt von Quartier, wo historisch Protektion ist, aber da gibt es doch heute neue Methoden, für das mehr schön ausgesät. Wir sind also auch immer offen für neue Überlegungen, für das nicht das eine das andere blockiert, weil wir mengen, dass man bei den Energierenouvelablen, wo die letzten Jahre und die letzten Monate eine Reihe gute Sachen geschieht sind, das muss noch massiv mehr ausgebaut gehen. Wir wollen auch an dem Kontext selbstverständlich die Infrastrukturen ausbauen, die wir brauchen für die Réseau Elektrik oder der Réseau von der Hützt, dass den auch und die neuen Energien, dass den dadurch packt, wir können als Politik von erneuerbaren Energien umzusetzen.
Mir gesot an dat Otme ze summe mat dem, wat ich gesot iwwer Wunreimer Kafkraft, an iwwer hart Lebenssqualitéit, dat man wëllen Beruf a Familie besser mat neen kombinieren. Dat das besonders wichtig fir Jung Familie mat kleine Kanner, an dofir wëll man e speziellen Abattement aféieren fir Leiit, déi am Berufsliewen rakommen, a mir wëllen och eng Rei Kongéen ernstnecht gestalten, fir dat Beruf a Familie, Kanner Betreiung an Familie besser könne mat neen verbonnen ginn. Dafür will man zum Beispiel den Congé parental 3 Monate erweitern, ohne zusätzliche Belastung für den Staat. Das heißt, dass man die Summe, die das kascht, an die Leute kriegen, wenn sie das wollen, ob eine lange Periode ausdehnen, also eine Flexibilisierung vom Congé parental. Wir wollen auch den Congé de Maternité ein bisschen mehr flexibel handhaben, vor der Geburt, nach der Geburt. Aber wir wollen für die Leute, die den Choix machen, ein bisschen mehr lang bei den Kannern daheim zu sein, weil das eine Koalition ist, die den freien Choix von den Familien respektiert, will man aber zugleich sicherstellen, dass die Personen, die dabei ihre ganz kleinen Kanner sind, dass sie sozial aufgesichert sind. Und dafür will man Babyjahren, also die Affiliation an der Sécurité sociale von dem Pap oder von der Mom, die daheim ist, von 2 auf 3 Jahre verlängern. Wenn ihr wollt, dass den Leuten gut geht, an mehr so ein Iverschuf von ihrer Pai, wenn ihr wollt, dass mehr Wunder im Geschäft geht, wenn ihr wollt, dass mehr erneuerbare Energien gebaut gehen, da braucht ihr auch Suche für das zu machen. Und dafür braucht man eine kompetitive Wirtschaft. Ich habe gesagt, das ist Koalition, und ich kann es nicht oft genug so, weil Wirtschaft, Soziales am Klima mit verbannen. Ob ein raisonabel Weise an die richtigen Equiliber durchfahren. Ich kann auch so Kaufkraft, Kampf gegen Armut, ein Engagement für Natur und erneuerbare Energien. Eint darf das andere nicht ausschließen. Wir brauchen eine kompetitive Ökonomie an all seinen Segmenten. Sie hat das Finanzplatz, sie hat das den Handel, sie hat das den Bau, sie hat das Landwirtschaft, sie hat das den Weinbau. Und dafür wollen wir eine Reihe Sachen machen. Ich will da nur ein paar nennen. Wir wollen die Steuern von den Betrieben mittelfristig auf den Niveau von der OECD aufsetzen. Wir wollen Bonifikation d'impôts, die Betriebe kriegen, wenn sie die ökologisch an digital Transformation investieren, wollen wir erweitern. Und wir wollen noch prozedural die Betriebe helfen, besonders die kleinen Mittelbetriebe, indem wir das Prinzip abfeiern, only once, dass wenn in einem Staat etwas gibt, dass dann nicht muss 27 Mal das nämlich gehen, das wollen wir auch bei den Bürgern versichern, weil wir sind heute in einer digitalen Gesellschaft an einem Respekt von den Datenschutzregeln, das heißt, wenn der Bürger oder der Betrieb d'accord ist, dann ist es viel mehr praktisch, wenn in dem Staat das Enke gibt, und nicht einfach dieselben Dokumente. Das spart Nerven, das spart Zeit, das spart Suchen, das spart auch Leute an den Betrieben, die können dann andere interessante Sachen machen. Wir wollen, dass die Leute an der Zukunft ihr Leben besser können organisieren, auch eine bessere medizinische Versorgung. Wir sind uns bewusst, dass das System wie in Haut besteht, wo zu viel konzentriert das an die Spitäler unsere Grenze könnt. Wir brauchen solide Spitäler, wir führen allem für die Interventionen, die Großkrankheiten. Wir wollen den ambulant Behandlung, also das, was außerhalb der Spitäler geschieht, verstärken. Wir wollen also auch das Gesetz über die Virage ambulatoire übergucken, also den Doktoren außerhalb von den Spitälern auch mit den dafür notwendigen Apparaten mehr Flexibilität und mehr Freiheit geben. Wir wollen selbstverständlich auch Prävention am Gesundheitsbereich stärken, weil das die Menschen allzu gut kennt, an dem Gesundheitssystem en tant que tel, auch nur, weil wenn die Leute Männer krank gehen, als dadurch von Prävention gut gemerkt, und natürlich auch an der Digitalisation kommen.
Eine Gesellschaft braucht auch einen Staat, der Rechtsstaat, der funktioniert. Und dafür will man selbstverständlich auch, dass am Punkt von der Sicherheit der Staat seine Responsabilität mehr wie bislang nach überhält. Das ist eine Grundaufgabe vom Staat. Das stellt doch kein Afro. Wir dürfen werden mit der Polizei die notwendigen Mittel geben. Das sind nicht nur Leute, das sind noch Digitalisation, das sind noch Equipmente, das sind aber auch Gesetze. Dafür will man zum Beispiel den Platzverweis nach Renke überschaffen, für den Hybrid zu machen. Dafür will man an der Justiz Comparution immédiat affaire selbstverständlich am Respekt von der Rechte von der Défense wird das geschehen. Aber wir werden an dem Bereich, das was CSV und DP immer plädiert tun, eine Gemenge Police abwehren, Gemenge Police entre guillemets, weil wir hatten immer gesagt, die zwei Parteien, das ist eine Police innerhalb von der Police Grand Ducal, aber die in der Kompetenz für verschiedene Aufgaben von den lokalen Autoritäten, also im Bürgermeister steht, die mehr weiß, was auf der Platz muss machen. Wir wollen auch, weil ich beim Bereich von der Sicherheit bin, die eng zusammenarbeiten mit der Justiz, do eine Reihe von gesellschaftspolitischen Maßnahmen weitertreiben oder machen, notamment, dass man all Diskriminationen aufschaffen am Adoptionsrecht, die nach Haut bestehen zwischen heterosexuellen und homosexuellen Koppeln. Wir wollen auch bei der Prokreation médicalement assistée, d'Adoption durch eine Person ermöglichen. Wir wollen bei der Leihmutterschaft, die man nicht zu Lützeburg affären, wo man aber Kanner, die am Ausland durch ein GPA auf die Welt kommen, dass die selbstverständlich auch zu Lützeburg schnell an wie die anderen Kanner können unerkannt gehen. Wir wollen also auch dort Gesetzgebung ändern, für dass dort keine Diskriminationen entstehen. Die Koalition will eine Schule haben, die auf die Zukunft präpariert. Weil ich gesagt habe, wir wollen das Land für die Zukunft stärken. Und da wollen wir am schulischen Angebot innerhalb von der öffentlichen Schule an den internationalen Schulen der Diversität Rechnung drohen. Diversität, die für und allem natürlich am sprachlichen Sektor eine wichtige Rolle spielt. Wir wollen auch, dass Betreuungsstrukturen für die Kinder weiter ausgebaut gehen. Aber wir wollen noch am Sinn von der Qualität von der Betreuung von den Kinder Betreuungsschlüsseln an der Kannerbetreuung übergucken und aufpassen. Wir wollen selbstverständlich auch ein moderner Staat sein, der wäre doch Digitalisation für die neu untretende Koalition ein ganz wichtiger Punkt sein, mit all seinen Dimensionen. Sie hat dort die künstliche Intelligenz, sie hat dort Datenbanken, sie hat dort die Applikation für die Bürger, beim all seinen Dimensionen. Ich gehe da nicht auf den Detail an, aber das ist selbstverständlich für einen modernen Staat ganz wichtig. Ihr seht, dass an dem Koalitionsakkord ganz viel, und ich gehe wirklich nicht über all die Seiten, weil ich schon am Anfang ganz viel gesagt, ich weiß schon bald nicht mehr, was ich am Mittwoch an der Chambre-Erklärung werde machen. Ich muss also gucken, ihr versteht das, dat Deputéierte lauscht ja auch der Radio, da muss dat müssen alles kombinieren, dat lo ein ganz Reihe Detailer sind. Ich war sicher dann am Mittwoch, dat auch einen Kontext rundherum zu setzen. Ich denke, war wichtig, ich haut schon ein paar Eckpunkte davon zu so. Was mich aber vier und allem positiv stimmt, weil ich nein gesoen als der Datei Koalitionsakkord ist, wo nicht gegen den Nähen negoziert geht. Es war ein richtig Fried, trotz der vielen Arbeit, trotz der langen Stunden, die nicht bedingt waren, dadurch, dass wir eine Divergenz de vue hatten, die damit bedingt waren, dass wir bei einer ganzen Reihe von Themen als wirklich zusammengestreckt haben, wie können wir das Ziel gemeinsam erreichen. Beispiel Wohnungsbau
Beispiel Kaufkraft und so weiter. Das hat die Intensivdebatte mit sich gezogen. Und ich muss sagen, was sagen, wie die Leute zusammen geschafft haben. Von denen ja aus den Delegationen eine ganze Reihe auch mit an die neue Regierung wird kommen, das gibt mir Hoffnung, dass das eine Regierung gibt, die an engem Etat d'esprit commun mit einem gemeinsamen Willen, Lützeburg für die Zukunft zu stärken, auch wird untreten. Und dafür will ich als Formateur nach einer so, und werde ich eigentlich gestroffen, tun ich meine Mission aufgeschlossen, an dem Grand Duc hat auch summatiert, dass eigentlich meine Mission mit der Riveras, die vom Formateur, dass wir einen guten Akkord haben, den ich auch werde meinen, soll ich dann die Regierungsgeschäfte können feiern, meinen wird der Regierung vorlegen, die Regierung wird den dann unholen, weil es ja die nämlich Leute sind, und da wird man können mit der Arbeit aufhängen, wenn die Chambre ist dann hier Vertrauen nächste Woche ausschwätzt. Und auch da will ich so, und da schließen ich auf, die Koalition hat 35 Deputierten, das ist eine solide Majorität am Vergleich mit Majoritäten von den letzten Jahren. 35 Deputierten, das erlaubt es auch, das Programm solid umzusetzen mit einer breiten Unterstützung von der Majorität. Und wir hoffen, dass wir auf einer Reihe von Punkten auch die Unterstützung von den anderen Parteien und vom Land werden kriegen. Die muss man erkämpfen, dafür muss man werben. Und das machen wir an den kommenden Wochen, wenn wir die Rolle besuchen. Voilà, merci dafür. Und dann gerne Delegationschef von der DP und der CSV. Ja, bitte. Merci, Herr Frieden. Ja, auch eine kleine Majorität, das ist eine Majorität. Ich muss so mit 35 schläft die besser, wie man den an 30 kann ich mir vorstellen. Die letzten 5 Wochen wurden markiert von Diskussionen, an die Sie doch gesagt, ob anhängig das nicht ein CSV Regierungsprogramm, das nicht ein DPs Regierungsprogramm, mit diesem Programm, das durch Pragmatismus und Realismus empfangen, zukunftsorientiert und auch einen realistischen, und aber auch einen responsablen und ambitiösen Koalitionsprogramm auch aus den dann hoffen wir auch zu Regierungsprogramm auch geht, wann das auch an der Chambre bis gestimmt geht. So Hai ich, Herr Formateur, also an noch dem Claude Wieseler nach ein schon mal gemerkt, mir wichtig, merci für den Respekt, an dem die Diskussion noch stattfand. Verschiedene Sujets will angehen, weil selbstverständlich muss auch eine Partei, die man dann Fälle gegangen, als sich dann nur mit einem Programm können identifizieren, an eben auch bei verschiedenen Sachen sich durchsetzen mit dem anderen, einfach nicht durchsetzen am Sinn, dass uns mit das etwas Gemeinsames dann. Und das auch, dass Wasser, Jitwerin, als Wein muss heute für eure gemeinsamen Programm können auch dann noch zu machen. Dafür verteidigt ein Merci für die Gespräche, wie sie von tun, auch die Delegation, die auch gestern eine Unanimität bei ihr, so wie bei uns. Also wichtig zu dass Parteibasisen enker auf den Eckpunkten, aber auch, weil vor separat wird, das Programm auch dann nur die Equipe, die an der Regierung sind, stimmig ugeholt gehen, das geht gut. Aber man muss auf verschiedene Sujets paar Sachen zu sagen, die für mich immens wichtig sind. Tatsächlich am Logement muss man einen Unterschied machen zwischen einer Baukrise und einer Logementskrise. Das ist einfach, den einen mit dem anderen zusammen an Dippen zu gehen. Dafür die Mesuren, die den Herr Frieden auch zitiert hat, die kurzfristig müssen geholt gehen, sie für allem für die Baukrise nicht weiter zu provozieren. Wir sind am Moment, weil wir wissen, dass wir mal eine Baukrise kriegen, dass man das auch nach einer Verschlimmerung von einer Logementskrise am moyen Terme riskieren zu kriegen. Und das ist auch ganz, ganz viel Sozialfront dran sind. Und dafür auch die Mesuren, die limitiert sind an der Zeit, weil sie eben noch einen Impact sollen haben, die auch ganz, ganz wichtig sind für uns alle Guten. Und auch so wie den Herr Frieden gesagt hat, Bürger partizipieren. Es packt kein Staat allein, es packt keine Regierung allein, eine Logementskrise an den Griff zu kriegen, wenn sie auch nicht mit dem privaten Sektor Partnerschaften hat. Und noch mit den Bürgern, über zum Beispiel die vom Bürgerfonds, für auch die nächste Schmeuern zu holen. Eine große Errungenschaft, die für die Bürger wichtig ist, die so einfach klingt, wenn ich sehe, das Silence vor Akzeptation, ist wichtig. Die Bürger, wenn die einer Administration eine Frage stellt, keine Antwort kriegt, wissen nicht, wo drin ist. Und wir sind
als Staat dem Bierger eng einfach schëllech. Aber wenn man net am Stand sind, muss man es mal gehen. Wir bannen eng wissen die Leute eng einfach zu gehen, dann mir Responsabilität, dass dat wat de Bierger gefrot wird, eben dann noch positiv beantwortet wird. An dem die Geschehnik auch könnt, klingt auch einfach. Mir matte Gemengen zu summen, do wo in ein Dossier aufgeht, dass ihr nicht 6 oder 7 verschiedene Dossier braucht, die muss physisch aufgehen, mir Geschehnik, wo es aufgeht, an eben auch ein moderne Staat der Matze springt, dass dann eben auch mir responsabel sind mit dem Partner, den an der Gische unik dann eben, also ob der ein Gemenge oder eine Administration auch das Suivi machen. Für Finanzen ersteuern. Jo, den Herr Frieden hat gesagt, es war als wichtig Kaufkraft von den Bürger zu stärken. Es war wichtig, aber auch nichts zu versprechen, an den Leuten zu gehen, wo ihn dann noch gefragtieren hat, eine Kaufkraftstärkung, die man auch finanzieren können, an dem man auch, aber auch die Invalidisierung auch nicht vergessen, aber der Mensch am Mittelpunkt auch und an eben noch die Realitäten, die Terrain sind, auch wollen do nicht aus den Air verlieren. Klima, dass der Standard Photovoltaik kennt, ist immens wichtig für uns alle Guten. Und ich will direkt sagen, dass das Majorität nicht eine Majorität, dass die gegen das Klima wäre oder die kein Herz hat, die keine Sozialpolitik will machen. Au contraire, es war eins, drei immens wichtig, und noch den 2 Delegationen. Das wird bislang erreicht, nicht wollen alles aufzustellen, nicht wollen die Ambitionen, die wir rausgehen, und nicht nur im nationalen Niveau, im europäischen Niveau, wollen zu retropedalieren. Mehr zu verschiedenen Punkten, wo ihn aber auch muss, an schon gestern auch Beispiel gesagt, zum Beispiel ein Zehranhänger, so ein Wert, dass der nicht erlaubt ist, also es wird schwierig, aus dem einen oder dem anderen vielleicht können zu erklären. Ich gehe noch nicht mehr an Detail, mehr. Es sind einfach Pragmatismus, den noch gefroht wird, auch an dem dorten Bereich. Wir wollen die Ziele, die wir rausgehen, auch weiter realisieren, und nicht zu denken, dass die gut an die Schlechtbierger do sind, ob da die vier Finanzierungsmechanismus sind. Die Klimapolitik muss sie, wo die Bierger mat mischt. Ihr wisst, dass das für uns immer wichtig war. Nicht gegen die Bierger, nicht imposieren von Haut auf Mur, mehr encouragieren, dass die Leute auch mat machen. Beruf und Familie, wichtig Thema für uns 2 Parteien. Das ist wichtig, dass in Haut des derse Beruf kann noch eine Familie kann noch die Congé parental wichtig für uns, dass in die kann mehr flexibel machen, aber zu summen auch Matten employen. Das heißt, dass den Employeur an den Employé auch zu summen an den Betrieber neue Regeln können finden. Es gibt kein Modell, den Job all Betrieb auch uppasst. Und das ist wichtig, dass auch an den Betrieben Dialog sozial weiter gefordert wird. Und noch auf nationalem Niveau, wo wir auch der Meinung sind, dass es wichtig ist, den nationalen Sozialdialog auch weiter zu feiern. An der Familienpolitik, ich will nur just ob GPA oder PMN oder ob der Genre, den noch neutre, das steht auch an einem Koalitionsabkommen, in Erneuerung, wo wir als auch in Gesellschaft auch aufpassen. Es kann nicht sein, dass heute das Leute sich ein GPA können leisten, und dann an Deutschland gehen, und dann aber halt zuletzt bestrecht dann nicht von den Älteren unerkannt kriegen. Dafür wichtige Paradigmenwechsel, wo am Anfang schwul oder heterosexuell koppeln, auch an Adoptionsrechte, ob ein Pädagogalität auch gestaltet gehen. Ich meine, dass das auch ein weiterer Schritt aus den wichtig ist, für eben nicht nur das Leute und Gesellschaft aufpassen, mit das einfach auch mir als Politik uns bereit sind, auch anzusehen, dass eine Evolution an unserer Gesellschaft auch geht. Ich kann nur nach lang weiter schwätzen. Ich meine, dass der zukünftige Premierminister Mittwoch auch seine Deklaration an der Chambre wird machen, nämlich auch die Informationen, die dann auch diffusiert gehen, an dem es Publikation vom Koalitionsakcord auch gemerkt wird. Wir sind hoffentlich, dass wir doch fertig bringen, weiter der Meinung zu sein, dass eine Schule muss sein, dass die verschiedenen Profile, die verschiedenen Originen hier Platz fanden und selbst Chancen haben eben an der Réussite, und das nicht eben so wie der Background ist, eben da no Chance der Réussite auch von dem einen von dem anderen schon matt am Anfang dezidiert, dass man da Sicherheit an der Justiz zu verschiedenen Punkten, die den zukünftige Premierminister Orlo zitiert hat, die mir um Herz lochen auch gemerkt gehen. Das bestimmt nicht laut gefiel für zu sagen, dass Trächte, weil ich sehe schon neben den anderen so, die Komparation Median an die Polizei lokal, das geht so streng. Nee. Mir für das in an engem Land sich auch sicher fehlt, muss ich noch nicht einem Sicherheitsgefühl haben. Mir auch das wat poursuiviert gëtt, dass du wo Straftaten sind auch poursuiviert gin, an dass auch Burgermeesteren, die den direkte Kontakt doch man Bierger hunn, den direkt Meichkeit auch hunn, aber auch ein pouvoir de Police zu hunn, den am Moment aber net so klar war, und dafür auch die Idee, die den Herr Formateur auch gesot huet, von den Unitäten auch von der Police, die dann auf lokalem Niveau auch können aktiv sind. Du wenn
Für zu resümieren, ein Koalitionsakkord für die nächsten 5 Jahre, den zukunftsorientiert ist, den die Realitäten auch der Kader schafft, dass Leute, wie ich Pedro noch schon gesagt habe, sich nicht müssen an den Müll passen, aber dass die Legislation eben geguckt wird, auch sich in die Realitäten anzupassen, ein ambitiöses Ziel, nicht die nächste Generation wollen hypothekieren, ob das ab Finanzfront ist, ob das ob Klimafront ist, aber auch mit einer stärker Wirtschaft, weil wir nicht verstehen. Wir können den Leuten nicht etwas versprechen oder gehen, was man nicht tun oder was man nicht riskieren zu kriegen. An Kompetitivität als ein Sujet, den aber das Land nicht so vergessen. Wenn man will, eine starke Sozialpolitik machen, wenn man will, effiziente Infrastrukturen, wenn man will, an der Gesundheitspolitik eine ambitiöse Politik haben, dann muss man die auch finanzieren können. Und dafür sind wir froh, dass diese Koalitionsakkord die Prioritäten, die zwei Parteien am Anfang an, das war auch schon an der Kampagne, aber auch schon zu gesehen, die ambitiösen Ziele, die wir als gehen und auch an diesem Koalitionsakkord sich empfangen. Dafür ein großes Merci für das Vertrauen. Und auch für den Schwa, erlaubt man das auch hier, weil mir auch mitgeteilt kriegt, dass der Herr Wiesler, der Kandidat ist von der CSV, auch für den Chamberspräsident, dass das auch mit einem Präjugé très favorable, ich will nicht so, ich bin nicht deputiert, ich bin noch nicht Fraktionssprecher, mir aber mit den Fraktionsleuten, die ich gestern hat, auch mit einer größeren Satisfaktion von unserer Seite bekannt ging. Dafür ein großes Merci. Merci, Herr Wiesler. So direkt en retour auch ein Merci. Was da von den an so Koalitionsverhandlungen rangeht, da will ich nicht immer, wer den erwärt. Wir hatten 4 Runden der Koalitionsverhandlungen Gespräche mit dieser Delegation an ein paar Prinzipien festgehalten. Das nächste Prinzip wäre, dass wir gegen das mit Respekt rangehen, dass wir gegen gucken, dass man eine Atmosphäre gegen schaffen, wo in urban Hecht könnt man denen diskutieren, mit der Zielsetzung, an der das manchmal das wichtig ist, dass aus denen Diskussionen, das waren lange Diskussionen, dass daraus auch gegen einen Akkord herauskommen, was nicht just eine Zusammensetzung von den Mengen oder den anderen singen Wahlprogramme wäre, was nur ein gemeinsames Projekt wäre. Ein gemeinsames Projekt, den auch kennt an den nächsten 5 Jahren realisiert gehen. Das wäre der erste. Dann der zweite, das wäre auch an den Negoziationen. Ich will das dabei so, weil mir einfach wichtig ist, dass auch zwischen den Leuten, die da sitzen, eine Atmosphäre kennt, schaffen, wo aus den Leuten, die face à face sich so zu negozieren, so was da eben an den Negoziationen, da den daraus kennt eng Equipe machen. Und ich denke, und ich meine, dass das als auch an den Diskussionen gelungen ist, weil die Atmosphäre war extrem gut, an dem wir konnten diskutieren. Und das hat auch am Format sich gebracht, dass wir relativ schnell durch all die Sujeten kommen sind. Es wären viele Gemeinsamkeiten dort, war hauptsächlich auf beide Seiten. Und da hat den direkt gemerkt, ganz guten Willen da an auch ein Verständnis für die Beschwerden von den Engen auch von den anderen. Und das heißt, wenn man und ich kann heute sitzen als Delegationschef von der CSV, nur dem, dass man gestern mehr langen Ofen hatten, der wisst, dass die Prozeduren von der CSV leicht mehr kompliziert sind wie die Prozeduren von der DP. Wir müssen nicht nur enkeer den Akkord an die Personalbesetzungen aufsehen lassen. Wir müssen das zweimal machen. An zweimal Reden an Explikationen gehen, an der zweimal an Unanimität sowohl von unserem Nationalrat wie von unserem Nationalkongress ugeholt gehen ist. Das möchte mich wenig aufrichtig als Chefdelegation und noch als Parteipräsident, weil das weiß, dass als Partei hinter dem steht, was du negoziert ist. Und es steht hinten drin, weil der Inhalt von dem, was an dem Akkord de Koalition steht, auch als gemeinsame Projekt mit einem Koalitionspartner als extrem positiv wirken. Wir haben für die Kaufkraft eine ganze Reihe Punkte an dem Programm, aber wir haben nicht nur eine ganze Reihe Punkte. An dem Programm immer noch direkt Datum. Ab 1. Januar 2024 wird diese Regierung schon aktiv gehen. Und das wäre für uns extrem wichtig. Das selbe ist das, und Xavier Bettel hat es schon gesagt, die ganz Frohen, die sich rund um das Logement drehen, wo auch ganz schnell Akkorde fand gesehen, und noch wo schnell Akkorde fand gesehen, wenn wir wissen, dass die Situation am Bau dobausen problematisch lo ist, an der den Lo muss reagieren, dat net kann ein half Joer werden, bis en Moosnahmen an Platz setzt fir dem Sektor zu helfen, wann in dem Sektor hëlleft, fir och de Leiit, die mat Logementsprobleme konzerniert sind, an den Rund zu helfen. Wir hunn och
eng ganz drei Punkten an der Gesundheitspolitik, die für uns extrem wichtig sind, weil man ihr wisst, wie viel Schwierigkeiten man hat und wie viel Diskussionen über Gesundheitspolitik hat. An diesem Programm fand man ein Changement, den kann an der Gesundheitspolitik gemerkt gehen, an dem man die Großpunkte, was die Accessibilität von der Gesundheitspolitik als ändert, an dem auch mehr regional offeren machen, an dem auch mehr die Leute Tieren opmachen von den Kabinett Medikoen, von Gemeinschaftskabinett, von Centre Medikoen, so dass wir können auch die Urgenzen entlasten, an der das für uns ein großer Schritt, positive Schritt an der Gesundheitspolitik. Ein anderer Punkt, den ich auch will auf vier streichen, weil er einfach für uns extrem wichtig wäre, dass alles das, was wir rund um Familien, hauptsächlich rund um Jungfamilien machen, für sie zu stärken, auf für ihnen die Möglichkeit zu geben, das Leben so zu leben, wie sie es empfangen, mit dem den Congé parentaux, die erhecht gin de Congé de Maternité, die flexibilisiert get Babyjoren, die augmentéiert gin noch den Abattementer, déi fir gesigin fir Jung koppeln, alles dat ass och fir Jungkleit, fir Jungfamilien, Punkten, denen hëlleft den Ufang an het Familieliewen wesentlich zu vereinfachen, an dofir extrem wichtig. An die letzte Punkt, ich kann se net alle go, weil die meest schon gesot gin, wie auch nach denen, die fir als wichtig wäre, dat sind die Punkten, die sich rund Sicherheit drinnen, weil ich mengen, dat in den Koalitionsakkord nun wirklich mat engem ärnere Platz verweis, mat der Komparation mediat, mat den Gemengepolice nun wirklich auch Großpunkten dropstehen, die als helfen, auch die Realität Terrain ernst an den Griff zu kriegen. Ihr seht also einen extrem zufriedenen Chef der Delegation von der CSV. Da sitzen und ich will einfach von der Gelegenheit profitieren, erstens dem Formateur nach ein Merci zu suchen, hier hat zwischen den zwei Parteien das ob eng Erderweis gemerkt, die ich will so ein exemplarisch aus, weil als Schwätze gelos huet an der no sing Responsabilität huet fir proposieren dann Kompromissen zu fanden, für Lesungen zu fanden, die den engen an den anderen ging entsprechen. Ich will aber auch dem Xavier Büttel als Chef der Delegation vielmals Merci soen, weil die Erderweis, die ihn hat für Martin an seiner Delegation zu schaffen, als von eiser Seite als extrem positiv auf ihre einfach extrem agreabel ugesinn. Et war am Fong, wat net immer de Fall ass. 5 Flotwochen fir ze diskutieren an den Schulen gute Souvenir op jeden Fall von den 5 Wochen, die man dort zu Sendingen verbrucht hun. Mat an sinn hauptsächlich awer froh iwwer den Akkord de Koalition, den man gemeinsam fertig brucht hun, den fir Eis wirklich top ass schon heieren Enthusiasmus, die den Chef der Delegation von der DP ausgedrückt hat, dat dat selbst gefiel op die Rennerseite. Dat steht für uns als ein équilibrierten Akkord, das ein Akkord für Jidverein und das ein Akkord, den Zukunft verbreitet. Merci, Herr Büttel, merci, Herr Wiesler. Ich ging bei denen Merci am Namen von uns 3, auch wollen Merci als Formateur, wir haben also 3 am Namen dem Sekretär vom Formateur, dem Herr Luc Feller, ohne den sein enormen Ersatz an seine Kompetenz, auch mit Datei an der schneller Zeit, an den 5 Wochen nicht fertig brüten. Das war ein remarkabel Arbeit. Und so dem Herr Büttel, merci dem Herr Feller, seinen Chef, wenn Herr Feller hört auch ein Beruf, ein richtiger Beruf, das ist nicht Sekretär vom Formateur von Natur, mehr als Hochkommissar der Protection Nationale. Und er steht für dem amtierenden Staatsminister an, dass man den Herr Feller konnte nun als Sekretär vom Formateur huet man Arbeit wesentlich erlichtern, dafür wollte ich da doch öffentlich als Dankbarkeit dafür ausdrücken. Voilà, sind frohen, Sie bestimmt viel frohen. Wie gesagt, ich weise nachher darauf hin, dass der Akkord, wie gesagt, publiziert wird, und dass die Musik rundherum, der Kontext, dat staat auch nächste Woche, wenn die Chambre dann ihre Programm bis arrêtiert wird, wird eine Regierungserklärung machen. Dafür können wir heute nicht auf alle Aspekte agones Respekt auf ihrem Parlament. Den, ich kann nicht oft genug unterstreichen, auch wenn das nicht jeder versteht, ich fand das ganz wichtig. Wir sind in einer Demokratie, ein Parlament hat eine wichtige Rolle zu spielen, wie sie gewählt gehen, auch an das Parlament, auch wenn man du erst an dem Parlament nicht können du nur sitzen, für die an die Regierung gehen, aber das ist nicht unwichtig. Frohe, wann ich schläft. Ja, Serge Kessler hat ja noch 0,7 mit wegen dem Kästepunkt rechnen da
Dupassung von der Steuertabelle ugeht, respektiv auch die Mesuren, die der ugekündigt tut am Bau respektiv am Logement. Ich kann ha net lo am Detail op all die Muster verschiedener Kannen net am Detail ausrechnen, net wie viel Leute ein Appartement kaufen, soll eben du durch Aktivität entstehen. Dat bringt je auch im Steuer ran, wat die Wolle Logement betrifft. Der Kächtepunkt von der Adaptation vom Barem oder la von dem, was von der vierchte Region ist, das ging als, wenn ich mich nicht irre, 180 Millionen. An den billigen Nagel, wie viel soll der Geheisch gehen? Die Detailer, die kommen nur, die müssen zum Teil am Gesetz, was die neue Regierung dann approviert, kommen die Detailer nur. Mit du am Koalitionsakcord festgeschrieben? Auf einer ganzen Reihe von Steuern mussten immer das Prinzip festgehalten, haben wir gesagt, dass die Gesetzprojekte müssen gemerkt werden, dass nicht im Koalitionsakkord lo den Detail von den Gesetzen von den 5 Jahren festzuschreiben, mit Richtung festzulegen. Merci. Michael Sinner für RTL. Ich komme dann zurück auf die Anpassung vom Steuerbarem. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind noch 4 Indextranchen dann ausgemacht. Das heißt nicht, dass eine automatische Anpassung von der Tabelle und der Inflation könnt, oder? Nein, das ist richtig. D'accord. Geht es darüber raus, Steuerbässe für die Privatstädte? Ja, das ist ein substanziell Steuerbässe. An der Reststadt gucken wir an Funktion von der wirtschaftlichen Situation. Auch wir werden noch regelmäßig Tabelle anpassen und die Inflation. Das ist nicht, dass wenn wir Datei machen, dass du nur nicht mehr kommen, aber das gucken wir am Kontext von der allgemeinen Situation von den Staatsfinanzen, für die 2 Parteien plädieren, dass wir stabil Staatsfinanzen haben, dass wir also ein AAA behalten. Und die 2 Parteien sind bekannt für eine Finanzpolitik, die raisonabel ist und die nicht zu Steueraugmentationen feiert, weil darum geht es ja eigentlich auch. Ich will aber auch all denen sagen, die schon kommentiert haben, eher, dass die Wahrheit ein Koalitionsakkord ohne mehr fertig negoziert hatten, dass das Koalition nicht angetreten ist mit einem Spurprogramm, mit einem Austeritätsprogramm, wo die Leute das gelesen haben, weil wir waren nach Matzen an den Verhandlungen, die uns schon kommentiert, haben sich schon darüber aufgeregt. Ich kann also sagen, dass das nicht zwischen den Delegationen so diskutiert und dezidiert ist. Vielleicht doch einer Journalisten. Ich wollte aber noch nachfragen, du hast gesagt, für die Betriebe gibt Steuern und ein OECD-Niveau, wenn ich da durchscheren aufgepasst gehen können wir so, was das heißt, konkret steht da dann in Ihrem Programm schon dran? Das ist nur wie auf der Frage von Herrn Kessel, ich will darüber antworten, dass wir am Koalitionsakkord Prinzipien festhalten und dass die zukünftige Regierung muss am Kontext von der Analyse von der Situation an den nordischen Ländern, am Kontext von der Analyse von unseren Staatsfinanzen, die Maßnahmen am Detail am Gesetzprojekt da feststellen. Also Steuersatz, Körperschaftssteuersatz in der Post oder Revenu der Kollektivität, als haut mehr hoch wie den an der Moyenne von den OECD-Staaten, aber also die Industriestaaten sind, als wirtschaftlich Konkurrenten. Und dafür will man den mittelfristig hochfeiern, ob die Moyenne von der OECD. Wie viel Prozent an zu welchem Zeitpunkt, das legt die Regierung fest, wenn sie die Projekte de loi missmischt. Moyenne, Joseph Gaulier, l'essentiel. Ich habe eine Frage nach der Dupassung von der Steuertabelle. Also, wie will ihr das finanzieren? Also, ist das andere Steuer oder Taxen erhöht gehen? Nein, das ist das nicht. Die Koalition will keine Steueraugmentationen machen. Die sind auf manche nicht vorgesehen. Man muss immer gucken, was da 5 Jahre an der Legislaturperiode alles kann geschehen. Wenn die Welt auf den Kopf fällt, da muss sehen Adaptationen mehr mit. An diesem Programm sind keine Steueraugmentationen vorgesehen. Und auch die Steuersätze, die vorgesehen sind, gehen nicht geändert. Wenn wir gerne hätten, dass Aktivität am Land wäre, sowohl von den Leuten wie von den Betrieben, dass eine Koalition, die untritt, das gilt bei der Steuerpolitik oder an anderen Bereichen. Das ist eine Koalition, die die Leute unterstützen und dafür den Leuten ein bisschen mehr Freiraum gibt an ganz viele Bereiche,
sie heeft dat Familieberuf, sie heeft dat Medizin, sie heeft dat am Wohnungsbau, will dat an der Umwelt Leiit unterstützen, Leiit begleden, a Freiraum gin, wie sich können ze entwickeln, das ist Philosophie von der CSV und der DP fir diesen Koalitionsakkord. Und du ging eng Steueraugmentation lo net rapassen au contraire. Ines Kurschat vom Luxemburger Wort ist schon an Halle frohen für so auszudrücken, die eng als die Gratismesuren im Bereich von der Bildung und von der Enfance für allem Gindo welcher von angeschränkt oder zurückzun und dann die Halle froh kennt ihr als Verrode wie viele Seiten eigentlich den Koalitionsvertrag holt? Also die echt froh as nähen an die zweiten sich gucken 200 Seiten. Viel. Wobei ich will dazu eng Remark mehr, wann der dat Meinden liest. Das eng falsch Perzeption, wenn ich ging so an dem Kapitel steht dat und dann ass dat alles, was zu der Politik gesucht geht. Et war mein ausdrücklicher Wunsch, für dat verschiedene Sachen auf verschiedene Plätze stehen. Für jidfrieden so dat Narenker mat zu responsabilisieren. Dat net so das sein Dossier Herr No, wann die zuständigen Ministerin hier Kapitel mussten umsetzen. Mit sie ganz oft sind ganz oft Sätze, die auf enger Platz stehen, die auch einen anderen Minister oder Ministerin muss umsetzen. Und das wohl so gemacht, dass man viel zu Summe schaffen. Und das ist auch meine Rolle, zu gucken, dass die Ministerin zu Summe schaffen, für den gemeinsamen Akkord auch umgesetzt zu kriegen. Und dafür, wenn in E-Kapitel gelesen wird, über eine gewisse Materie, da kann es ganz gut sein, dass das steht aber nicht da. Das steht da vielleicht bewusst an einem anderen Kapitel, für zu Summen habe ich die Ministerin an den Departementen zu stärken. Und das ist auch etwas, was die zuständigen Beamten musste, wenn sie bis dahin alles dekouvrieren, auch dann in der Autorität von ihrer Ministerin so lesen. Da habe ich wieder gesagt, beim Logement, was natürlich eine Kompetenz ist, die ein Minister hat, mir die nicht geht ohne den anderen Minister. Dasselbe gilt bei der Immigrationspolitik, wo da gestorben für die auf den Kongress waren, heieren 102 Ministerin dafür zuständig sind. Das war ein gewollter Schwach von der CSV, von der DP, ob meine Suggestionen als Formateur, den immer den zwei Seiten gut nogelauscht hat, dass die Politiken, wo nicht kam, aber wo noch nicht soll, allein die Responsabilität tun. Das sind schwierige Bereiche, wo ich muss viele Sachen mit kombinieren, und ich meine, sie viel mich stark, wenn wir das zusammen machen. Ich hätte gern, dass die Koalition nicht eine Koalition von den Engen an den anderen ist oder gegen den anderen ist, mit das als gemeinsames Projekt die Sachen umsetzen. Dafür ist das Beispiel von dem Logement oder das Beispiel von der Immigration ganz gut. Und dafür haben wir, wie gesagt, Prozedur vom Asyl an alles, was da zusammenhängt, haben wir dafür bei dem Minister von den Affaires Intérieures gemacht, was übrigens Kompetenz auch so abgedeelt an Europa ist, den Accueil von den Demandeurs d'Asyl, den Hébergement von den Leuten bei dem Ministère de la Famille, den auch dafür auch dem Ministère de la Famille et de l'Accueil als hier gesagt, dass die zwei Minister mit ganz Regierung und so einer Politik sich auch aktiv an unterstützend beteiligt. Paul Reuter von Reporter.lu. Ich komme nachher auf Steuerpolitik zurück. Ja. Die hatten ganz viele Mesuren am Logement angeschaut, was da nicht angeschaut war Mobilisierungssteuer, Spekulationssteuer. Wie gesagt, da war etwas, was die Regierung noch wird umsetzen. Ja, absolut. Wie gesagt, ich schön hier nicht die 209 Seiten ich konnten suchen. Selbstverständlich ist die Koalition auch der Meinung, dass den do steilig muss sollen für dass zu der Mobilisierung, dass die nämlich Philosophie, dass die Bewegung gibt, und dafür werden die Maßnahmen auch von dieser Koalition kommen und umgesetzt gehen.
Dann hat auch nach ugeschwart, dass der Welt gucke für die Individualisierung bis 2026 um ein Projekt für zu lernen. Ja. Die Laschkoalition hat do gesagt, dass es kein Verlierer solle bei der Individualisierung gehen. Wie seht ihr das? Wir wollen, weil das ein ganz komplex Materie ist, wollen wir für dich gucken, wie ihr das möchte. Wir haben ein Datum dran gesagt, für das ich nicht sehe, studieren wir das, und da sind wir auf 5 Jahren noch immer Studieren. Aber ich meine, es wirft eine ganze Reihe, ganz komplex, steilig Fragen ab. Und dafür ging ich für dich gerne die Erbsten, die dann an der Regierung müssen diskutiert gehen, auch für dich um technischen Plan gemerkt gehen, ging ich gerne aufwerten, bis ich dort so eng so kann machen. Luc Laboul vom Land. Beamten aus dem Wirtschaftsminister, die Höchstbeamten haben prognostiziert, dass a Politik inchangé den Defizit gefordert an Lutko und noch dann Schulden, Staatsschulden. Ich sehe nicht wirklich, wo irgendwie Politik groß changiert. Ich weiß nicht, wie Spurmesure viel gesehen oder wie will er den Defizit vielleicht, wie sie den Grenzen halten oder auch noch vielleicht ein Zusatzfrage. Die Staatsschuld von 30%, die Grenze, die DP oder noch mal festgelegt wird, steht die noch oder nicht? Also erst einmal will ich nachher sagen, dass die Regierung nicht ein Spurprogramm dezidiert hat. Ich will nachher sagen, dass ich meine, dass der großen Unterschied gibt mit dem Koalitionsprogramm, dem wir haben, an dem wir ein wirtschaftsfreundlicher, sozial gerecht Politik machen, die wird zusätzliche Aktivität schaffen, wann ein Umfeld mischt an der Wirtschaftspolitik, was die Betrieber hilft sich weiterentwickeln, wann den guckt, dass am Wohnungsbau mehr geschieht, dann hecht da doch zusätzliche Aktivität, wann den Finanzplatz solid unterstützt, guckt, dass sie nach mehr konkurrenzfähig als par rapport zu anderen Zentren, dann entsteht auch daraus Aktivität. Dafür gehen wir davon aus, dass durch Rahmenbedingungen, die man verbessern will, eine positive Atmosphäre entsteht, durch konkrete Schritte, die Aktivität mischt und auch durch Steuern heranbringt. Wir wissen, dass die wirtschaftliche Situation schwierig ist. Wir müssen aber die Chiffren, die du präsentiert gesehen, à la lumière von der neuen Politik auch gucken, die so der Politik changé. Ich meine, da heißt schon ein ganz Reihe Maßnahmen dran sind. Die werden an den nächsten Jahren die Chiffren auch verbessern, zur Reserve von dem, was im internationalen Plan geschieht. Aber ich meine, das ist Ziel. Das ist Ziel, für das wir gesunde Staatsfinanzen behalten. Den AAA ist für uns eine Guideline. Den AAA hängt nicht zusammen mit 30, 29 oder 31%. Den hängt zusammen mit der Trajektoire von der Schuld. Das heißt mit einer wieder, die Schuld darf nicht einfach massiv aufwachsen. Muss ich noch gucken, für wer die Schuld nicht. Das ist also eine Materie, die ich aus meiner Vergangenheit relativ gut kenne. Wir werden dafür sorgen, dass die Staatsschuld nicht massiv uklemmt und dass die Staatsschuld nicht mehr angesagt wird für zukunftsorientierte Politiken. Und Staatsschuld muss remboursabel sein, muss also durabel sein. An all die Kriterien gucken wir mehr, wie just einen präzisen Prozentsatz. Das war ein Guideline, ich meine, die war auch util. Das ist auch ein Guideline, die man nicht einfach so über Bord gehalten. Sie steht prozentual nicht dran, weil wir wollen nicht die Impression entstehen, dass bei 29 oder 31 wäre es ernst. Für uns ist Trajektoire wichtig. Und das ist auch das, Vertretung als durchgucken. An die Gespräche, die kennen ich gut aus meinen diversen früheren Berufen. Und wir sind als ganz sehr ähnlich, also vielleicht in dieser Koalition mehr einfach für Gesundstaatsfinanzen als Guideline zu haben. Und da habe ich gemerkt, dass CSV und DP Millimeter genau dieselbe Attitüde tun an der Koalition, als man nicht bang, dass sie gegenüber streng schlagen mit den Staatsfinanzen am Interesse von der Leute an ihre Steuer. Wenn wir nicht wollen, dass es muss zu einer Steueraugmentation kommen, da muss ich noch gucken, dass Faust beim Mol gehalten wird.
Pardon, Jasmine Campbell, Chronicle.lu. Ich wollte frohen, weil ich schon gesehen, dass vielleicht gibt Minister von Ausbildung, Education auch dasselbe für das Logement. Und da sind auch viele Probleme im Moment für Studenten, in Wohnungen zu finden, zum Beispiel bei der Universität UniLU. Und ich weiß, dass das nicht alles mit der Regierung, mir wird das dann auch geguckt, vielleicht mit der Universität zu schaffen, für mehr Wohnungen zu bauen, zum Beispiel für Studenten, die hier kommen. Ja, den Wohnungsbauproblem ist natürlich vor allem für die Jungen, also auch die jungen Studenten. Auch da werden wir gucken, wie das weiter auszubauen, da wo das möglich ist, wo das notwendig ist. Absolut. Darüber haben wir auch geschwärzt. Eng Logementstripartitstung ja am Raum könnte ihr nach oder könnte ihr net bedenkt durch das Lo kurzfristig mesure geholt gehen, die vielleicht dann durchgehen, so dass sie im Tripartit nicht braucht. Doch, die können wir machen. Wir nennen das eine Tripartit, weil es zur Konfusion feiert, das nicht die Tripartit von der Krise, die wir kennen am Gewerkschaft, der Patronat, der Regierung. Wir machen eine Nationalreunion über das Logement mit den Hauptakteuren, für au-delà von diesen Maßnahmen zu gucken, wie notamment über Prozeduren, über den Reiseaspekte kommen. Wir werden also so eine Reunion, eine Nationalreunion Logement mit dem Staat, den Gemengen an den Handwerksbetrieben organisieren. Nach das Jahr? Das kann ich noch nicht so, wenn ich die aus mir das geschwind. Mir vielleicht nicht das Jahr, mir ugangs nächstes. Das kann ich nicht so, weil das tun wir nicht so dezidiert. Nach einem Detailfrage zu den Mesuren Logement, die annonciert wird, Schuldzinsen, wo kann mich heisch aufsetzen, gilt das auch also das ist ein Detailfrage, ich meine, betrifft ganz viele Leute, gilt das auch rückwirkend für Präen, die existieren, oder nicht mehr für neue Präen? Das dezidieren wir im Projet de loi. Moin, Thomas Berthold von Virgül. Eng froh iwwer de Logement gouf viel darüber geschwart. Wie wat huet den Ermeich gleichzeitig Education a Logement kann dat gleichzeitig machen, dat sie zwo gros Themen gouf schon viel Kritik seit Göster darüber. Ja, bitte. Also ich kann nicht, weil das schwagewicht Repartitionen auch so zu verdienen, an dem ich auch mein Kollege von der CSV informiert hun. Den Herr Meisch dafür auch den Enseignement supérieur en Recherche. Net méi haut an dofir wo ich froh wie den Claude beriet werden Challenge vom Logement unzuelen den in den Claude Meich kennt wies dat Lo an der Education selbstverständlich den Dossier weiter feiert mir du könnt lo net de grosse Changement wo laut an neue Dossien och giffen opgoen dat net dat lo just geriert sind nach immer ganz viel Challenge die führen uns alle Goethe stehen mir das am Logementsminister hin die Person as wo ich wies dass se matten Akteuren zu summen man Privatsektor zu summen matte Gemengen do die rich Dialogberedschaft a für alle matten andere Ministerin. So wie der Friede Fidro gesucht huet am Logementsbereich, weil der Logementsminister gëtt gemerkt van der Logementsminister für die ganze Logement zuständig wäre. Der Logementsminister huet eng Kompetenz am Moment, dat ass den soziale Wohnungsbau das zuständig für HBM an das zuständig für die vor die Logement. Bauen als Autorisationen vun der Gemengen, die dann just eng Kompetenz sind, die dann den Innenminister bei sich hört. Wann et Restriktionen ginn, sind Restriktionen, die oder durch den Kulturminister kommen, weil dann eben klasseiert das oder durch ein Umweltminister, wo verschiedene Kriterien sind. Und dafür ist wichtig, dass die zu summen erbecht am Sinn vom Logement, zwischen dem Material, zwischen der Umweltadministration, bei verschiedenen Punkten auch der Kulturadministration, gut lebt. Und wir müssen für allem auch evitieren, dass Kontradiktionen gehen einer eigenen staatlichen Intervention. Du traust das, ein ITM, die ich sagen kann, so, die konträr sind zu einem CG10. Da, wenn sie also wichtig, dass sie fertig bringt, auch, dass die verschiedenen Mesuren auch an eine Richtung gehen. Und ich meine, dass das auch wichtig ist, dass die Kollaborationsarbeit auch gut funktioniert. Und ich kann nicht sagen, dass der Claude Meister die richtige Person auf der Platz auch ist. Nach zu frohen, wir sind 2023, sind immer 5 Frauen an der nächsten Regierung, die 15 Ministerin, ist das nicht problematisch für 2023. Und die zweite Frage ist,
Herr Büttel die Fidro gesot DP huet dann noch bis missen Wasser an ihrem Wein schëden a wat fir Themen oder du misse Wasser an ihrem Wein schëden an nämlich froh auch finden Herr Wiesler. Merci. Ich kann die zwei Fragen für Kollege Matt beantworten, weil zuerst der Frau Parteien proposieren hier Leid, an das Formateur zu gucken, ob da irgendwie alles zusammen passt, an eine Regierung zusammenstellen als kein einfach Sache, weil ihn enorm viele Kriterien muss berücksichtigen. Das Bezirke, das sind Ortgeschlechter, das ist den Alter, das sind Prädestinationen für verschiedene Ministerien zu leiten, das ist die Experienz, den Intérêt, das ist so komplex. Und ich meine, die zwei Parteien hatten viele Kandidaten, die auf die Posten gepasst hätten. Und da muss ich eine Mischung davon machen. Und ich fand, dass die Mischung, die du gemerkt hast von den zwei Parteien, eigentlich mir ganz gut gefällt. Und das ist nicht eine arithmetische Geschichte. Natürlich ist es ganz wichtig, dass die zwei Geschlechter daran adäquat vertreut sind. Mit das nicht so, wenn das just nicht mehr ging, nur dem Kriterium und nach 5 anderen Kriterien ummanst, die zwei Parteien an auch als Formateur musst du berücksichtigen. Die zweite Rolle ist die vom Wasser an den Wein schütten. Mein Ziel wäre, und ich negoziere eigentlich ganz gern, dass jetzt zu gucken, dass die Versicht zu gucken, was das Zielsetzung am Wahlprogramm zu den einzelnen Sujeten von der engen Partei und von der anderen Partei. Und das habe ich intensiv gemacht. Also ich kenne mir bitte sein Wahlprogramm gerade so gut wie den nicht in der Wahlkampagne an der CSV verteidigt. Und das ist alles, was ich bei allen Kapiteln angeguckt habe. Und der Rest, das waren eigentlich nicht mehr Details, weil die Zielsetzungen, sowohl an den 6 Prioritäten von der DP, wie am 10-Punkte-Programm von der CSV, die fanden alle gut drin. Und dafür ist es für mich eigentlich überhaupt nicht Wasser an den Wein schütten, wir haben diskutiert, für und allem, was sind die effikassten Mittel, was sind die effikassten Wege für den gemeinsamen Ziele zu kommen, die sich alle Götten daran rumfahren. Und es wäre also nicht zu gucken, da muss dir das streichen, da muss dir aber auch streichen. Und in dem Sinn wäre das für mich eine Negoziation, die einfach zum Ziel hat, dass wir zu einem Resultat kommen, an dem wir gingen in Zukunft vom Land können stärken. Das war meine Philosophie als Formateur. Und ich so Herr Büttel an den Herr Wiesler haben die von Anfang an gedeelt. Und so haben wir auch mal nicht geschwärzt. Und nicht gesagt, ihr streicht das, dann streiche ich mir das. Und das war eine Flottnegociation dafür. Und hat man just auf die Echtro, weil die Komposition von der DPs-Delegation für die Regierung, die nicht gemerkt. Ich will keine Frau an eine Regierung, weil es eine Frau ist. Und ich will keinen Mann an eine Regierung, just weil der Mann ist. Es schon Wahlresultate schon am Norden die 6 echt sie Männer schon am Osten den Lex Dallas an Karl Hartmann als gefrot Karl Hartmann will sich op den Gemeng konzentrieren. Am Süden die 4 echt sie Männer an am Zentrum sind ich echt hat man am Backes 2 sie noch froh, dass man am Backe sit gemerk huet. Es sieht kein Quotepartei ich fand dass die Person für die Profil den du gepasst huet gefrot hun aber wann ich an der Porte für ihn hat da wäre vielleicht Delegation noch enger gewicht. Mich schon geguckt für die rich Leute op die Platz und so und wo man egal ob Mann oder eng Frau ass. Es sind auf jeden Fall ganz froh, dass Thuriko Backes an auch den Stephanie Obert hat man dat ugeholt wie wann die so wir sind 2023 der besancht das wo 50 falsch dass sie gesucht hat dass oder eng Frau oder ein Mann für mich ist die Frau haut es erst dass man eng Komposition hun die wo ich mal Leute konnte setzen die auch die Kriterien hun den Wahlsystem aus so wie den Herr Fried noch gesucht hat dass man Bezirke hun dass man du eng Repräsentativität auch hun von den mir auch Wahlresultat auch hun sie froh dass die Leute auf denen Platzen die richtige Leute sind wenn man 7 Leute hat doch keine 7 Frauen sind oder 7 Männer schon wirklich nie geguckt wie das Hex war schon wirklich geguckt für die Leute ob die richtige Profil ob den Job auch zu hun. So, die Damen und Herren, ich muss dringend an einer Sitzung gehen. Ich invitiere nicht an die Chambre am Mittwoch, aber wir werden diesen Koalitionsakkord nach viel diskutieren. Am Mittwoch werde ich also zusätzlich
Erklärungen am Parlament gehen. Merci für das kommende Morgen.